Freude. Wenn dieser Sonntag mit diesen 12 Taufen, die wir feiern können, nicht der Grund zur Freude ist, dann weiss ich es auch nicht. Ein Grund zur Freude, zum Freuen für die 12, die sich taufen lassen, aber auch für uns als ganze Gemeinde, wo wir da dabei sein können, wo wir uns mitfreuen können, die Freude teilen. Grossartig. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag, wo ich selber mich taufen lassen, obwohl es schon einige Jahre her ist. Ich war dort noch in einer kleineren Gemeinde und dort ist es so abgelaufen, dass wir zuerst einen Gottesdienst hatten, wo eigentlich fast alle, die sich taufen lassen, einen Erfahrungsbericht weitergegeben haben. Und nachher sind wir zusammen an den Rhein gefahren und im Rhein getauft worden. Es war nicht so warm wie der Pool, den wir hier haben. Ich weiss nicht mehr genau, was ich gesagt habe in meinem Erlebnisbericht. Ich weiss, ich war vorher sehr nervös, aber was ich gesagt habe, weiss ich nicht mehr so genau. Aber was mich ganz gut erinnert, ist, dass nachher mein Pastor zu mir gekommen ist und mir gesagt hat, hey, ich habe mich so gefreut über dich, weil deine Freude ist so aus allen Poren rausgeströmt. Das war grossartig. Und wer mich kennt, weiss, dass ich nicht jetzt so die überschwänglichste Person bin. Und darum, es war für mich wirklich etwas ganz Besonderes. Ich hatte so eine grosse Freude in mir inne. Darum hat man das auch so gegen aussen gesehen. Freude, würde ich sagen, hat jeder gern. Ich kenne einmal niemanden, der sich nicht gern freut. Hast du dich heute schon gefreut? Vielleicht über einen netten Gruß, ein freundliches Gesicht. Ich stelle bei mir selber fest, wie gut es mir tut, wenn mir jemand einfach zulächelt. Ich muss die Person nicht einmal näher kennen, aber es tut einfach gut. Freude ist eine angenehme Emotion. Und ja, sie tut wirklich auch körperlich gut, während Wut oder Angst, da bekommt man ja manchmal richtig körperlich Bauchweh. Aber Freude die löst Glückshormone aus, da fühlt man sich wirklich auch gut. Man ist motiviert, man ist gut gelaunt. Und wenn man sich mit anderen zusammen freut, dann fühlt man sich durch die positive Erfahrung, die man macht, gerade irgendwie auch miteinander verbunden. Teilte Freude ist doppelte Freude. Und wer möchte auch nicht Freude empfinden? In unserer Predigtserie über Emotionen haben wir uns ja schon mit Ärger und Wut, mit Angst, mit Traurigkeit beschäftigt. Wenn du eine von diesen Predigten verpasst hast, dann kannst du sie noch online nachschauen. Ich empfehle das sehr. Und dabei haben wir auch gesehen, dass so Gefühl, dass das nicht einfach nur eine rein menschliche Sache ist, sondern dass wir die Gefühle auch bei Gott entdecken können. Und das ist bei der Freude nicht anders. Gott ist nicht einfach so ein ferner, distanzierter, emotionsloser Herrscher, sondern da sind durchaus Emotionen dabei. Zum Beispiel im Alten Testament, da lesen wir immer und immer wieder, wie Gott ringt um die Menschen, um sein Volk, dass wenn sie sich abwenden, dass er dann probiert, sie zu überzeugen, dass sie wieder zu ihm zurückkehren sollen. Und ja, er ist auch, da sieht man zum Teil auch Ärger, Zorn. Aber wenn dann das Volk umkehrt, dann ist da eben auch Freude. Auch die sehen wir bei Gott. Und so lesen wir zum Beispiel beim Prophet Zephania: Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Und auch im Leben von Jesus werden Emotionen immer wieder explizit erwähnt. Und das gilt auch für Freude. Da lesen wir im Lukas 10. Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Er rief: Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Jesus hat gejubelt vor Freude. Ja, und Gott hat uns Menschen ja nach seinem Bild, nach seinem Vorbild erschaffen. Und dann ist es eigentlich völlig logisch, dass wir auch Emotionen haben. Und mit uns gerade Freude ist wirklich so ein Geschenk von Gott. In unserer Predigtserie über Emotionen gehen wir vor nach dem Schema Schauen, Hören, Laufen. Kennt man sonst ein bisschen von einem anderen Zusammenhang, aber es macht auch hier Sinn. Und in diesem ersten Schritt vom Schauen, wenn wir eben anschauen, das Gefühl ein bisschen genauer anschauen und auch wahrnehmen. Jetzt ist das vielleicht bei der Freude ganz eine einfache Übung.
bei Angst und Trauer ja, hat es ein bisschen mehr gebraucht, um zu sagen, hey, nein, nicht verdrängen, sondern anschauen. Bei der Freude, eben, wer verdrängt schon Freude, das macht ja keinen Sinn. Im Vergleich mit anderen Emotionen könnte man sagen, ja, Freude, das ist auch so ein bisschen das Lieblingskind vielleicht. Und ja, das stimmt. Eben die Problematik vom Verdrängen, wie wir sie bei Ärger oder Angst gesehen haben, die besteht bei der Freude wirklich kaum. Freude ist uns ja weder peinlich noch unangenehm. Ja, es ist sogar vielleicht eher das Gegenteil der Fall. Wir lieben das gute Gefühl, das die Freude uns gibt. Und manchmal vielleicht so sehr, dass wir nicht genug bekommen davon, dass wir unersättlich werden, dass wir immer mehr von diesem guten Gefühl wollen. Und das kann dann eine Schattenseite haben, nämlich dass das Verlangen nach Freude im Leben kann übermächtig werden. Und ich glaube, dass das schon auch mit unseren Lebensumständen zu tun hat, dass wir uns das überhaupt leisten können, das Verlangen. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Lebensbedingungen in unserer westlichen Welt in gewissen Bereichen so stark verbessert, dass die Suche nach Spass und Freude immer mehr Raum eingenommen hat, immer mehr Raum hat können einnehmen. Und ab den 1990er Jahren hat sich wegen deren Entwicklung so ein Begriff gebildet von der Spassgesellschaft, der eher abwertend gemeint ist und meint, dass das Spass haben an sich zum Ziel wird im Leben. Und eng damit verwandt ist der Begriff vom Hedonismus, der beobachtet, dass die menschlichen Handlungen darauf abzielen, Freude, Lust, Genuss zu erhöhen und Schmerz möglichst auszuweichen. Und dass wir unsere Handlungen eben so planen, so ausführen, dass eben das Geniessen zum Ziel wird. Vielleicht nicht offensichtlich, aber vielleicht versteckt. Und wenn du jetzt denkst, ja, das betrifft nur die Jungen oder nur die anderen, dann überleg doch mal kurz, ja, wenn du dich so das letzte Mal so richtig von Herzen gefreut hast, was war dort die Ursache gewesen? Hast du dir vielleicht irgendetwas gegönnt? Vielleicht ein neues Kleidungsstück gekauft? Oder das neueste Gadget? Oder ein gutes Essen, ein besonderes? Oder eine neue Serie auf Netflix? Das Gefühl vom Glück und von der Freude ist so angenehm, so wohlig, so gut. Aber die Kehrseite davon ist die Gefahr, dass man abhängig werden kann. Immer öfter kann man in den sozialen Medien davon lesen, dass das Glückshormon Dopamin, dass das süchtig macht. Und dann wird dann als Mittel dagegen dazu geraten, zu einem Dopamin-Detox. Also, dass man dann einfach auf alles verzichtet, was einem gut tut, was einem Freude macht. Eine andere Gefahr könnte sein, dass die unersättliche Freude uns so schnell immer wieder zum nächsten Kick, zum nächsten guten Erlebnis, zur nächsten Freude treibt, dass es uns schwerfällt, einfach einen schönen Moment zu genießen, im Leben einfach daran zu freuen, an dem, was jetzt gerade ist. Ich habe das bei mir selber auch beobachtet. Ich liebe schöne Stimmungen in der Natur oder einfach draussen, zum Beispiel am frühen Morgen, wenn der Himmel sich so rot verfärbt, bevor die Sonne aufgeht. Und ja, das sehe ich immer mal wieder, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich muss mir auch sagen, nimm es wahr, nimm es auf. Nimm es nicht einfach als selbstverständlich, Freude daran. Es ist so etwas Kleines und mir macht es trotzdem mega Freude. Vielleicht nimmst du dir einmal Zeit, um eine Liste zu machen mit den Sachen, die dir im Alltag Freude machen. Und das dürfen ungeniert auch kleine Sachen sein, alltägliche Sachen. Auch die machen Freude und auch die sind wichtig. Im zweiten Schritt, beim Hören, da geht es darum, anzuhören, was uns das Gefühl sagen will, was vielleicht dahinter steckt. Auch so ein bisschen tiefer zu graben, auf das zu hören, was nicht so offensichtlich ist. Und wie wir ja gerade gesehen haben, wird die menschliche Freude häufig ausgelöst durch äußere Umstände. Durch vielleicht Erfolg bei der Arbeit, wenn es im Privatleben gut läuft, ein tolles Erlebnis, eine schöne Sache.
Und dass wir uns über so etwas freuen, das ist richtig und wichtig, weil positive Umstände dürfen in unserem Leben ein gutes Gefühl hinterlassen. Das motiviert uns auch, weiterzugehen und wieder positive Erfahrungen auch anzustreben. Man redet hier von einem sogenannten Rückkopplungseffekt. Also, dass wenn ich etwas so Gutes erlebe, dass mich das motiviert, zum Weitergehen, zum wieder so etwas Gutes zu erleben. Und darum redet man von diesem Glückshormon Dopamin eben auch von einem Motivationshormon. Und das ist ja super, weil es tut einem wirklich gut. Aber spannend, und ich denke auch wert, um eben tiefer zu graben, ist es, sich zu überlegen, ja, wenn jetzt die Umstände weniger positiv sind, wenn ich menschlich gesehen wenig Grund habe zum Freuen, woher nehme ich denn die Freude? In der Bibel lesen wir von Menschen, die durch den Glauben auch Freude erfahren haben, wenn die Umstände nicht so rosig waren. Der Paulus ermutigt dort Philipper und damit auch uns in Philipper 4,4: Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Und darum, wenn wir dieser Frage nachgehen, wie und wo man denn die Freude findet, die unabhängig ist von den konkreten Umständen. Ich habe mich da auch noch ein bisschen auf die Suche gemacht, quer durch die Bibel, ja, was es da sonst noch dazu gibt. Und bin auf viele verschiedene Verse gestossen. Interessanterweise sind auch viele aus den Psalmen. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass Psalmschreiber ja oft so ihre Gefühle vor Gott auch ausbreiten. Und dass darum das auch drin vorkommt. Ich habe euch hier 3 mitgebracht. Aus Psalm 16. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Aus Psalm 34. Als ich beim Herrn Hilfe suchte, erhörte er mich und befreite mich aus aller Angst. Wer zu ihm aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Und noch aus Psalm 73. Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Die Antwort auf die Frage, wo dass wir denn Freude finden, unabhängig von den Umständen, ist wenig überraschend bei Gott. Er schenkt Freude. Wer auf ihn schaut, empfängt die Freude. Ihm nachzusein bedeutet Glück, lesen wir in diesen Psalmversen. Und die Freude, die begründet ist in Gott, die besteht darin, dass ich wissen darf, dass Gott immer bei mir ist. Dass ich ihm eben nach darf sein, dass ich mit ihm verbunden bin. Und die Freude, die in Gott begründet ist darum auch, denke ich, mit so einem Grund, warum Taufe so ein Ausdruck ist, auch von Freude. Weil es so eine äußere Handlung ist, die die Verbundenheit mit Gott ausdrückt. Für alle, die dabei sind und auch für die unsichtbare Welt. Und das ist Grund zum Freuen. Die Freude, die besteht in dieser tiefen Gemeinschaft mit Gott und die ist ein Geschenk. Die Verbundenheit mit Gott, die schenkt der Heilige Geist. Und die Verbundenheit ist eine Kraft, die stärker ist als die Umstände. Es geht also nicht darum, die Augen zu verschließen vor einer Realität, die vielleicht gerade unangenehm oder schwierig ist, sondern die Aufmerksamkeit auf das grössere Ganze zu richten, auf Gott zu richten. Wie es im Psalm 34 heisst, wer zu ihm, zu Gott aufschaut, der strahlt vor Freude, der empfängt die Freude. Und so, wenn wir noch zum 3. Schritt gehen, zum Laufen, wo es darum geht, okay, was können denn wir jetzt machen? Wie können wir das umsetzen? Wie können wir mit dieser Emotion umgehen? Der Aufruf zur Freude, der kommt in der Bibel immer wieder vor. Und der macht deutlich, dass Gott möchte, dass wir das grossartige Potenzial, das in der Freude steckt, dass wir das für unser Leben entdecken und genießen und nutzen. Und im Buch Nehemia gibt es dazu einen bekannten Vers. Der Zusammenhang ist hier,
Unter dem Esra und dem Nehemia ist die damals bekannte Bibel wieder so entdeckt worden, nach mehreren Jahrhunderten, und Gottes Botschaft wieder so explizit vorgelesen worden. Und das ganze Volk, heisst, es hat zugelassen und ja, es war betroffen, es war traurig, weil die Menschen gemerkt haben, hey, wir haben nicht nach diesen Maßstäben gelebt. Wir leben nicht so, wie es Gott will. Und eben, sie waren traurig, sie haben gebrüllt. Und dann hat der Esra zu ihnen gesagt, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das Buch Nehemia ermutigt uns auf Gott auszurichten und uns an der Gemeinschaft mit ihm zu freuen. In dieser Verbundenheit mit Gott können wir Freude und Kraft tanken. Aber das Buch Nehemia geht auch noch weiter. Wir werden ermutigt, die Freude in unserem Leben zu kultivieren und die Kraft von der Freude zu nutzen. Der Esra fordert ja das Volk auf zum Feiern mit fetten Speisen und mit süßen Getränken. Also nicht so ein bisschen einfach im kleinen Rahmen und bescheiden, sondern so richtig gross und intensiv. Und er fordert auch dazu auf, dass sie sollen alle integrieren, teilen mit denen, die vielleicht nichts haben, die nichts vorbereitet haben, heisst es. Wo könntest du also bewusst ein Fest feiern, um der Freude in deinem Leben Raum zu geben? Vielleicht ein Geburtstag, ein Jahrestag, ein Jubiläum. Vielleicht auch irgendetwas, was einfach bei dir gerade aktuell ist, das so richtig feiern. Die Freude an Gott, an seiner Nähe, gibt uns Kraft. Und das gilt auch für die zwischenmenschliche Freude. Freude ist ein Motivator. Und Freude ist ansteckend. Man kann sich bewusst auf Freude ausrichten und Momente vom Feiern so gemeinsam auch gestalten. Ich glaube auch, dass man sich manchmal dafür entscheiden muss, um das Freudige im Leben auch zu sehen und die Freude zulassen. Mir denkt so wütig oder traurig, das wird man von allein. Aber zur Freude muss man sich manchmal einen Schubs geben, also zumindest ich. Und ich habe mich diese Woche auf dem Heimweg mit dem Auto auch beim Gedanken ertappt, dass ich mich entscheiden kann, ob ich mich jetzt nerv über das Auto, das ein bisschen langsam vor mir fährt, oder ob ich mich freue an der Sonne, die nach einem ganzen Tag Regen unverhofft vorgekommen ist und mir jetzt ins Gesicht scheint. Es klingt so simpel, aber in diesem Moment bin ich irgendwie so ein bisschen in einer genervten Stimmung inne und es ist mir nicht so einfach gefallen, um dann einfach so den Schalter umlegen und zu sagen, ja, ich freue mich, aber ich habe mir zumindest Gedanken gemacht und ich habe mich probiert zu freuen. Auch wenn dann das Gefühl nicht so gerade zack einfach da war. Ich glaube, ja, wir müssen uns wirklich auch für das entscheiden. Was oder wer gibt dir Freude? Da sind wir auch mega unterschiedlich. Vielleicht geht es dir wie mir und so die Aufforderung vorher, eben so ein grosses, tolles Fest zu feiern mit vielen Leuten, hat dir vielleicht ein bisschen Unbehagen ausgelöst. Das ist auch nicht so mies. Aber dann überleg dir, ja, was macht dir Freude? Was tut dir gut? Weil das, wenn du dich wohl und zufrieden fühlst, dann ist das häufig ein Ausdruck von deiner Seele, wo dir zeigt, was dir gut tut. Und es lohnt sich, das im Leben auch zu pflegen, das, was auch dir entspricht. Ja, und auch wenn du lieber allein die Natur geniessest, dann gibt es gleich noch eben das Sprichwort, das sagt, das freut sich vermehrt, wenn sie geteilt wird. Teilte Freude ist doppelte Freude. Und ja, als Christen sind wir eingeladen, Teil zu sein von einer Gemeinschaft und in der Verbundenheit mit anderen Menschen zu leben. Und dazu gehört es eben auch genauso dazu, dass wir miteinander Freude teilen. Wir finden das in den Brief von Paulus, den er an die ersten Gemeinden geschrieben hat, an verschiedenen Stellen. Ich möchte euch 2 vorlesen.
Im Römerbrief hat er geschrieben, freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Und an die Korinther hat er geschrieben, wenn ein Teil des Körpers leiden, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Teilt die Freude, stärkt Beziehung. Es führt zu einer emotionalen Verbindung. Es stimmt, Schweres zu teilen, das verbindet auch. Aber auch das Schöne zu teilen, gemeinsam zu feiern, das verbindet auch. Wir Schweizer haben ja die Angewohnheit auf die Frage, wie geht es, häufig so die Antwort geben, ja, eigentlich gut, aber, und dann kommt irgendeine Einschränkung. Und warum nicht einmal auf die Frage nicht mit dem Aber oder also dem eigentlich Aber reagieren, sondern mal mit dem Gegenüber zu teilen, über was du dir als letztes so richtig von Herzen gefreut hast. Ich denke, das würde beiden Seiten gut tun, weil eben, wenn man Freude teilt, es verbindet und die Freude wächst noch. Im ersten Teil habe ich ja schon so verschiedene Schattenseiten erwähnt, die die Freude haben kann, weil sie ja eben so ein gutes Gefühl gibt, weil es dann dazu führen kann, dass wir so einen Freudenkick hinterher rennen. Obwohl wir doch eigentlich wissen, dass Freude vergänglich ist und dass wir sie nicht irgendwie so packen und festhalten können, dass sie bleibt. Es gibt aber auch noch eine andere Schattenseite. Wenn uns die Sehnsucht nach Freude dazu verleitet, Freude und Spass am falschen Ort zu suchen. Unabhängig von Gott und unabhängig von seiner Weisheit. Wie viele dumme und folgenschwere Entscheidungen sind schon gefällt worden, weil die Aussicht auf Spass, auf Freude, auf Befriedigung bestanden hat. Ich glaube, ja, da muss jeder selber wissen, wo das sein könnte, wo das passiert sein könnte. Vielleicht wissen Sie das auch ganz genau. Wo führt uns unsere Suche nach Freude weg von Gott und seinen guten Gedanken über unser Leben? Vollkommene Freude, sagt die Bibel, finden wir nur bei Jesus. Es lohnt sich darum, immer wieder bei ihm danach zu suchen. Seine Freude erfüllt uns bis ins Innerste und lässt uns auch nicht leer zurück. Jesus hat uns versprochen, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. In diesem Zusammenhang ist eine Frage, die ich mir selber immer mal wieder stelle. Ja, also, okay, aber wie kommt denn jetzt die Freude wirklich in mein Leben hinein, wenn ich es aktuell nicht so erlebe oder nicht so empfinde? Wie kommt denn die Freude von Gott so wirklich in mein Herz? Und es ist vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber ich würde sagen, es gibt so zwei Seiten. Es gibt einen Teil, den ich dazu beitragen kann, und dann gibt es den Teil, den Gott dazu beiträgt. Mein Anteil ist es, mich auf Gott auszurichten, zu ihm aufzuschauen, seine Nähe zu suchen, meine Sorgen und Nöte, aber auch die schönen Sachen mit ihm zu teilen. Auch einfach still sein von ihm, zu hören, was er in meine Situation drin zu sagen hat. Und Gottes Anteil ist es, dass er uns die Freude durch den Heiligen Geist schenkt. Es ist ein Geschenk. In Galater 5 werden die sogenannten Früchte vom Heiligen Geist aufgezählt. Und da gehört eben auch die Freude dazu. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Gott schenkt uns durch seinen Geist die Freude und das ist ein Geschenk. Und es ist auch kein Zufall, dass die griechischen Wörter Freude, Chara und Gnade, Charis, dass die so ähnlich sind. Die hängen eng zusammen. Und auch das Danken gehört zu dieser Wortfamilie dazu. Die hin und wieder in Griechenland sind, kennen vermutlich das Wort für Danke, Evcharisto. Das ist eben auch aus dieser Wortfamilie. Freude, Gnade, Dankbarkeit, das gehört zusammen. Die Freude, die Gott uns schenkt, das ist Ausdruck von seiner Barmherzigkeit, von seiner Liebe. Und wenn wir uns mit Gott und seinem Wesen, seiner Gnade beschäftigen und ihn so voller Dankbarkeit anschauen, dann verstärkt das unsere Freude an ihm.
Und falls du vielleicht jetzt gerade nicht so voll Freude bist, dann kann es vielleicht helfen, wenn du dir überlegst, über welche Eigenschaft von Gott du dankbar bist. Probier mal, ja, Gott für das jetzt einfach zu danken. Und aus dem heraus kann Freude wachsen. Oder auch die Gewissheit, dass Gott jetzt einfach da und gegenwärtig ist, kann helfen, Gott so Raum zu geben, so vor ihn zu kommen, in seine Gegenwart hineinzufinden. Und so, ja, so wieder seine Freude zu empfangen. Wir haben jetzt noch eine kurze Zeit zum Nachdenken, zum Reflektieren. Und ich möchte noch mal die 3 Bibelverse aus den Psalmen vorlesen. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Als ich beim Herrn Hilfe suchte, erhörte er mich und befreite mich aus aller Angst. Wer zu ihm aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist. Dass du uns nahe bist. Dass du uns kennst. Dass du uns beschenken mit dieser Freude, die ins Innerste hineingeht. Die unabhängig ist von den Umständen. Und ich danke dir, dass du jedes Einzelne in diesem Raum kennst. Und weisst, was wir jetzt gerade brauchen, nach was wir uns sehnen. Und du willst uns begegnen. Und ich danke dir, dass du das tust. Amen.